Die schiere Anden oder das hätte man sich nicht trauen lassen oder echte und gescheiterte Identitäten. Vom Christian Andersen, dem dänischen Schriftsteller, gibt es einen Haufen berühmte Storys, das Mädel mit den Streichhölzer oder eben zum Beispiel das hässliche Entlein. Ich bin der Pero und habe die hässliche Entlein-Geschichte ins Bayerische übersetzt und da ist das natürlich eine schiere Anden. Die Andenmutter schaut wehmütig an See aus, wo die neigeschlupften Jungen rumplanschen. Sie sind mit ihrem Vater unterwegs und wuseln beschützt und arglos im Wasser umeinander. Nur die Alte muss zurückbleiben, weil eins von den Ohren, das größte natürlich, immer noch nicht ausbriert ist. Da kannst du doch hinschauen, wo du willst. Überall gibt es welche, die zu spät kommen. Vermutlich ist das ja ein Naturgesetz. Mir stinkt da bloß, dass jetzt ausgerechnet mich erwischt hat mit so einem Nachziegler. Ich meine, man kann sich wochenlang nicht gescheit rühren und wird steif, dass alle Gelenke krachend und einer meint, er müsse sich besonders lang Zeit lassen. Und das, obwohl ich es extra darauf angelegt habe, dass alle gleichzeitig schlupfen. Das Leben ist schon oft ein Plag, denkt sich die Andenmutter. Und da watschelt ihre Mutter vorbei, also die Oma, und sagt, geh zu, mach Platz, gönn dir eine Auszeit und lass mich mal drauf. So eine Auszeit war schon überfällig, denkt sich die Anden und sucht einen Familienanschluss im Wasser. Doch schon stürzt der Storch von oben runter. Er hat es auf eins von den Jungen abgesehen. Mit mir können die Eltern ihre Jungen verteidigen. Nur eins bleibt auf der Strecke. Nix war's mit der Auszeit. Naja, einen habe ich noch in Bett da, quasi als Ersatz, denkt sich die Anden, watschelt zurück zum Nest und wechselt sie mit der Oma im Brierten ab. Mit der ganzen Woche Verspätung ist endlich soweit und es schlüpft ein ganz merkwürdiges Ding aus. Mehr grau als weiß, mehr grau und weiß als gelb, was eigentlich sein sollte. Ja, mei, glaubt die Andenmutter, dann war halt mein Yellow Toner schon leer. Kannst du den wieder zurückschicken, fragt die Oma, mit dem stimmt doch was nicht. Nein, glaube ich nicht, sagt die Alte. Ich habe bei der Paketannahme unterschrieben, geliefert wie bestellt. Das heißt im Klartext, Reklamation zwecklos. Und auch der Vater nimmt es, wie es kommt und nennt ihm einfach das Anteil. Aber die Geschwister haben nicht gescheit hingehört und nennen ihm Santal. Und für sie haben nichts übrig für den Abweichler. Sie fangen vom ersten Tag an, dass sie drangsalieren, beckern, zwickern und pixen. Die Alten können nur das Schlimmste verhindern, gerade dass kein Blut nicht spritzt und schimpfen, Herrschaft Israel backen, lasst halt in Gottes Namen euch einen letzten Bruder mal in Ruhe, ihr Saubande, der tut euch doch nichts. Die lassen aber nicht locker und erbleckern den Grauen. Das weißt schon, dass das Schierste bist, was uns jemals untergekommen ist, muss sie der Santal an jeden Tag anhören. Und du kehrst gar nicht zu uns. Sobald die Alten wegschauen, nutzen sie die Gelegenheit zum Hanseln und ziehen ihm ein paar Federn aus. Sie machen ihm einen solchen Stress, dass er langsamer wächst als normal. Trotzdem überragt er seine Geschwister nach 3 Monaten um 2 Köpfe. Und bei der nächsten Attacke schimpft der Santal. Das tut mir voll weh. Könnt ihr nicht das Gras rupfen, wie es eurer Anden zusteht, nicht meine Federn. Und er dreht sich um und fängt an, dass er zurückbeißt, denn schließlich spannt er, dass er denen körperlich überlegen ist. Und sie lassen von dem Tag von ihm ab. Sobald sie sich aber zum Spulen treffen, zum Beispiel Kringeltaucher, lassen sie ihn nicht mitmachen. Du kehrst nicht zu uns, hat er sich anhören müssen. Das ist ein regelrechtes Mobbing, was die mit mir anstellen. Konntet ihr da was machen, beschwert sich der Santal bei seinen Eltern, die wo ihn ermuntern und sagen, denk dir nichts, das wird sich schon noch auswachsen. Schwimmen kannst du hervorragend und ein gutherziges Gemüt hast auch. Für uns bist du schon recht. Und sie organisieren eine Familienkonferenz, wo am Ende rauskommt, dass sie seine Geschwister akzeptieren wollen. Und wirklich, für die nächsten 3 Monate ist er unbehelligt geblieben und sie lassen einen Santal nolens wohlens mitmachen, aber nur zum Schein. Denn auf einmal, an einem Mittag, Ende Oktober, schubsen sie wie abgesprochen alle miteinander einen Santal ins Wasser rein und stürzen sie allesamt auf ihn, dass er gescheit untergeht und keine Luft mehr kriegt. Mit letzter Kraft rudert er ans rettende Ufer und denkt sich, das war eine eindeutige Verschwörung gegen mich. Und er zittert und schlottert und läuft davor Richtung Moor, wo sie nicht mehr einholen können. Mitten ins Schul versteckt er sich und wartet ab, was kommt. Nach 2 Stunden kreuzen 2 Gänse auf.
Beim Sandal haben sie inzwischen ein paar weiße Federn gezeigt, sodass man durchaus für ein Gans halten konnte. Die zwei rufen ihm aus der Luft zu: Geh weiter, flieg mit uns, runter in den Süden, wo es wärmer ist. Man sagt, es wäre der harte Winter. Und er überlegt, ob das jetzt seine neue Identität sein soll, als Gans durchs Leben gondeln. Doch bevor er einen Entschluss fassen kann, hört man Schüsse aus den Büchsen und die Gänse fallen Tropfen vom Himmel. Und immer aufs Neue lassen es die Jäger krachen und scheppern, dass am Sandal Angst und Bang wird. Und wieder fängt er das Zittern an, hält sich aber ganz starr an seinen Platz und rührt sich nicht. Da schießt der Hund vorbei. Eine halbe Minute später kommt er zurück und sagt: Hey, jetzt hätte ich dich fast übersehen, du rührst dich ja gar nicht. Und was zitterst denn so, bist du angeschossen? Na, mir fällt sonst nichts. Ich fürchte mich nur vor meiner Verwandtschaft und aktuell vor dem Krach ringsum, entgegnet der Sandal, der noch nie keinen Hund gesehen hat. Und was magst du so? Der Krach kommt von den Jägern, das verstehst du wohl nicht. Also ich schon, weil ich sollte denen das geschossene oder angeschossene Wild zubringen. Dazu bin ich ja abgerichtet. Und ich bin der Vogelfänger Jakob. Vor mir musst du schon zittern. Aber vor deiner Verwandtschaft, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, genau die. Ich bin von meiner engsten Verwandtschaft davongelaufen, weil sie mir gesagt haben bis aufs Blut. Ich war fast umgekommen. Da ist eigentlich schon wurscht, ob du mich packst oder ob mir die Hundskrippe in den Tod reintreiben. Ein Schneid hast du schon. So ganz in der Lohr in der Welt rumeinander laufen, das kann leicht schief gehen, das weißt du schon. Klar kann die schnappen und apportieren, aber sag an, warum haben sie denn so schikaniert? Ja, bloß deswegen, weil sie sagen, ich war auch der Schierste vom ganzen Wurf. Ach so ein Schmarrn. Ob du schier bist oder schön, das ist doch meiner Herrschaft total egal. Die wollen doch nur was Fettes in der Pfanne, was eine schöne Martinsgans abgibt. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es doch rings um den Globus. Aber gut essen und trinken halt Leib und seltsam. Anders gesagt, die Welt urteilt nur nach der oberflächlichen Schönheit, der Herrgott aber da danach, was für eine Freude du in jemand auslöst, was du ihm gut schenkst. Kurz, ich tue dir nichts, weil mit dir blamiere ich mich bloß, du mages Federviech. Von mir brauchst du keine Angst mehr haben, kannst das Zittern aufhören. Und nach einem Moment, wo sie sich nur gegenseitig mustern, erinnert er an seinen Großvater und sagt: Pass auf, da fällt mir noch ein Spruch von meinem Opa ein. Als ein Junge schaust du aus, wie dir der Herrgott erschaffen hat. Als ein Mittlerer schaust du so aus, was das Leben aus dir gemacht hat. Und als ein Alter schaust du aus, wie du das verdienst. Dann habe ich ja noch Chancen, oder? Sagt der Anten. Sehr weise übrigens von deinem Opa. Das muss ein lustiger Vierachsler gewesen sein. Ja, ja. Und wir haben uns gut verstanden, aber hoch, eine andere Geschichte verzeihe ich dir noch. Wie ich klar war ich der langsamste von meinem Wurf. Und da haben sie mich schief angeschaut und meine Geschwister haben mich gern erbleckt. Jedenfalls, die sind alle nacheinander von den Jägern zur Fuchs- oder Hirschjagd abgerichtet worden. Und zu mir haben wir gesagt, ja, zum Apportieren taugt er schon noch. Dabei bin ich am jeden Jäger im Laufe haushoch überlegen. Also siehst, eure Schnelligkeit liegt im Auge des Betrachters. Und ich rieche das Blut vom Viech auf einen halben Kilometer, was keiner von der Herrschaft hinbringt. Also siehst, euer Geruch liegt ja, wie soll ich jetzt sagen, in der Nase des Betrachters oder des Riechers. Also siehst, kann man alles nicht so, geh weiter, lass dich nicht unterkriegen, für irgendwas taugst du schon. Also ich muss jetzt weiter, weil sonst heißen sie mir nur einen faulen Hund, servus nachher. Der Vogelfänger Jakob hinterlässt einen ratlosen Sandal in einer dreifachen Identitätskrise. Zum einen, weil er nicht mehr sicher ist, ob er ein Anten ist, nachdem wir ihm die Gänse mitnehmen wollten. Zum nächsten, weil es offenbar wurscht ist, ob er schön oder schier ist, sondern nur, dass er zu mager ist. Und zum dritten, weil es kalt werden soll. Und er nicht weiß, was da angesagt ist. Das Einzige, was sicher für ihn ist, zurück zu den Anden, ist keine Option nicht. Der Wind hat sich inzwischen zu einem mächtigen Sturm ausgewachsen und fängt das Heulen an. Und überall fliegen abgebrochene Zweige umeinander. Heraus ist ganz schön ungemütlich geworden, denkt sich der Sandal und lässt sich vom Sturm weitertreiben, weil er überhaupt keine Kraft mehr hat, sie gegen einen Sturm zum Stemmen. Nach einer guten Stunde stolpert er in eine Gartensiedlung ein. Er verzirkt sie in Richtung einer baufälligen alten Hirben. Da stößt der Sturm ein Dirl von einem Schupfer auf. Der Sandal überlegt nicht lang, sondern stapft ein, legt sie auf einen Haufen Rupfer und schlaft erst einmal bis zum übernächsten Tag.
Er wacht erst auf, wie ein altes Mutterl reinkommt und rumgruscht. Sie murmelt in ihren Flaum, Grutze, Dirken, die Tür hängt auch schon ganz schön scheps in die Angeln. Sollte man gelegentlich reparieren lassen, aber von welchem Geld? Und nach einem Augenblick geht es auf den Santal zu und hebt ihn auf. Was ist denn das nachher? Haben wir Zuwachs gekriegt und sie tragt ihn stumm, wo sie es schon ein Kader und ein Hähner häuslich eingerichtet haben. Darf ich vorstellen, Santal, das Antal, angenehm, erwidert der Kader, macht einen Buckel und stellt seinen Schwanz im Tee. Das ist das Zeichen, dass er nachdenkt. Und er zeigt auf die Hen und ergänzt, und das ist das Paralisel, unser Eilegers Wohlmilchgefieder, legt alle 2-3 Tage ein Ohr, was das arme Mutterl gefreut. Ebenfalls angenehm, sagt die Paralisel ganz aufgeregt, deutet auf den Kader. Und das ist der Brummi, der schnurrt, wenn es ihm gefreut. Und wenn du gegen einen Strich streichelst, dann kann er sogar Funken sprühen. Unser armes Mutterl hast du ja schon kennengelernt, die ist 3/4 blind und deswegen schlürft sie so langsam. Und die freut sich, weil es glaubt, du darfst anlegen, genau wie ich, damit das was Anständiges zwischen die Zähne reinkriegt, aber deswegen hat es die zu uns hergebracht. So freuen sie alle vier und tatsächlich, der Santal wird gefordert, hat an jeden Tag seinen Auslauf mit der Paralisel und darf abends in die warme Stumm. Da verzeihen sie, was alles erlebt haben und der Santal berichtet von seinen Identitätsproblemen. Mei, weißt Santal, sinniert der Brummi und macht seinen berühmten Buckel mit Schnurgrabenschwanz. Eine Identität ist was recht Flüchtiges und Oberflächliches, wie halt eine Rolle in einem Theaterstückel. Da kann man sich schon eine Zeit lang drauf festlegen, aber nicht auf Dauer. Und du kannst da einen ganzen Haufen Identitäten zulegen. Doch am Ende, wenn du deine Leffe abgibst, werden dir deine Identitäten genommen. Und wenn du dich auf eine bestimmte Identität festnagelst, dann bist du nicht mehr flexibel und verhinderst die Entwicklung. Der Sinn von der Identität ist lediglich, dass man da damit in einer bestimmten Weise wahrgenommen wird und dass man bestimmte Erfahrungen damit macht, sozusagen als eine vorübergehende Plattform oder Schubladen, je nachdem. Und die Leute brauchen solche Schubladen, damit sie sich auskennen, weil ich weiß, alles, was sie nicht einordnen können, macht ihnen Angst und unsicher. Und mit der Hilfe von diesen Schubladen will man vorhersagen, wie sich eine oder einer in Zukunft verhält. Das verschafft Sicherheit. Wenn du aber unglücklich bist mit der Identität, dann ist das ein todsicheres Zeichen, dass das von vornherein eine falsche Identität ist. Schau zum Beispiel das arme Mutterl. Die war schon als ein Dirndl arm und nachher als Weiberl arm und die hat sich schon so daran gewöhnt und ihre Identität daraus gewonnen. Es gibt nur Beispiele von sogenannten armen Bettler, die wo 1 Million hinterlassen haben. Die haben das Geld nicht angerührt, weil ihre Identität als armer Bettler gefährdet gewesen war. Kurzum, freu dich in deiner Krise, weil nachher bist du offen für deine nächste Identität, die was besser zu dir passt. Ja, aber das arme Mutterl hält mich doch für eine Anten, die wohl bald anlegt, oder? Ja, die zieht dir übrigens wie deine Eltern und Geschwister eine falsche Identität über. Schau, Xantal, soweit ich das sehe, bist du wesentlich größer als ein Anten. Und deine Federn werden immer weißer statt dunkler wie bei den Anden. Und außerdem bist du ein Mandel und kein Weiberl. Da kann also von Grund auf was nicht stimmen und du musst schon selber herausfinden, was deine wahre Identität ist. Und dir dann einen zutreffenden Namen geben. Aber zunächst fordert dir das arme Mutterl und du profitierst von dem Irrtum. Du kannst dankbar dafür sein. Jedenfalls mit einer Quackerei bestärkst das arme Mutterl in ihrem Irrtum. Und natürlich wird es irgendwann draufkommen, dass er sich täuscht hat. Aber glaub mir, das wird dauern, weil die meisten Leute nicht gern zugeben, dass sie auf dem Holzweg waren. Und sie ziehen die Enttäuschung so weit wie möglich hinaus, weil sie sind Mords, was auf ihre Schlauheit einbilden und weil sie damit zeigen wollen, wie stark das sind. Du hast leicht reden, wenn der Santalei dein Kader sei, war ja nur in Frage gestellt, aber in einem hast du schon recht, so richtig wohl fühle ich mich nicht als ein Anden. Zumal muss ich mich regelrecht überwinden, dass ich antenmäßig rüberkomme, nicht bloß die Stimme verstehen. Und er stellt nur so aus Versehen seine Federn auf. So etwa darf das ausschauen, wenn es nach mir geht. Ach du große Güte, schnoddert das Paralisel dazwischen. Seine Durchlaucht ist zu höheren Berufen, was? Wenn es eine echte Identität ist, dann muss er nicht damit angeben, sondern sie wirkt völlig natürlich, sagt der Brummi.
Das genau macht ja einen Unterschied. Setzt der Santal das Gespräch fort. Mit meiner Identität als ein Ganz komme ich aber auch nicht viel weiter. Da bin ich doch eine leichte Zuscheibe von den Jäger. Das hat mir zum Leben einen gehörigen Schrecken eingejagt. Du machst einen Fehler, wenn du aus Angst der Identität verleugnest. Genauso wie wenn du aus Angst eine Identität vorgibst. Angst ist überhaupt ein schlechter Ratgeber. Und wenn du dich zerrissen oder ausgelaugt fühlst, nachher ist es mit Sicherheit eine falsche Identität. Du musst nicht danach trachten, was dir am meisten Angst macht oder wovon du sterben kannst, sondern was dir am meisten glücklich macht. So von innen raus. Was dir am meisten ausfühlt, was dir am meisten Energie gibt, was dir inwendig am lebendigsten macht. Da drauf kommt es an. Und das musst du ganz allein rausfinden. Und das Gefühl hilft dir dabei. Sterben musst du alle mal, aber es kommt darauf an, was du bis dahin gelebt, erlebt und erreicht hast. Ja, ganz genau so wie ich das mache, protzt das Paralysel. Mei, bei dir hat nicht viel dazugehört, Paralysel. Sagt der Brummi, du lebst in deinem eigenen Paradiesel. Das hast du nicht erkämpft, Verbraucher, sondern das ist dir geschenkt worden, sozusagen als eine Starthilfe. Der Nachteil ist halt, dass du dir nie die Mühe machen hast müssen, dir darüber bewusst zu werden. Wie es ins Frühjahr neiget, kriegt der Santal anstatt vor ein paar Kärndl einen Fußtritt vom armen Mutterl. Das mit uns zwei habe ich mir anders vorgestellt, also das wird nichts mehr, such dir was anderes. Und so jagt es ihn aus der Stumm, gerade dass er seine Freunde noch zurufen kann, habe ich die Ihre Kameraden, mein Aufenthalt neigt sich seinem Ende zu, war nicht, dass wir uns kennengelernt haben. Ja gut, nachher muss ich mir halt wieder selber was organisieren, denkt sich der Santal. Und weil er inzwischen das Fliegen gelernt hat, hebt er sich in die Luft. Er trat ein paar Runden und findet in der Mitte von einem Markflecken einen Weiher. Da spürt er eine Sehnsucht, will gleich eintauchen und denkt sich, jetzt weiß ich, was mir beim armen Murtal abgegangen ist. Ein Wasser und das Grundeln. Er grundelt also den ganzen Weiher ab und wie er ans Ufer kommt, laufen Kinder auf ihm zu und rufen begeistert: Ein Eicher und so ein hübscher Kerl, ein echter Schwan. Und sie schmeißen ihm Brot und Kuchenstückel ins Wasser ein. Da lebt man ja gleich besser wie beim armen Mutterl, denkt sich der Santal. Ein solches Glück hätte man nicht träumen lassen, wie ich noch klar war. Und er birgt seinen schlanken Hals, posiert majestätisch und blustert seine Federn auf und ergänzt: So fühlt sich das ganz gut an, Wahnsinn! Da kommt ein Rudel Schwäne auf ihm zugerudert und sie begrüßen den jungen Schwimmer. Grüß dich nachher, Kollege, wir sind gerade auf der Durchreise. Du bist doch auch einer von unserem Schlag. Keine Angst, wir machen dir dein Revier nicht streitig. Du bist ein echtes Prachtexemplar von unser Arm. Und er denkt sich, ich soll dem nachher Schwan sein? Echt jetzt? Und er schaut sein Spiegelbeutel im Wasser an. Ja, stimmt genau, stellt er fest. Einen roten Schnabel, ein Höcker auf der Nase, ganz weiße Federn. Wahnsinn, Wahnsinn! Dann heißt er ab jetzt Mr. Schwansinn. Das hat ein damaliger bayerischer Thronfolger, der Lucki, gesehen. Er hat mächtig imponiert, wie sich so ein majestätischer Vogel im Wasser bewegt. Und er hat daraus den Schluss gezogen, dass man sie nur ein wenig spreizen braucht, damit dass man eine Bewunderung findet. Und dass man sie nur möglichst unnahbar und arrogant geben muss, damit also die Leute für was Geheimnisvolles und was Mysteriöses halten. Das war natürlich ein gründliches Missverständnis, denn der Mr. Schwansinn war ganz aus dem Heisel, wie er gespannt hat, was in ihm steckt, während der andere als Kini damit nur seine künstliche Überlegenheit weit hinaus posaunen wollte. Und dass ihm ja keiner zu nahe kommt und damit alle an ihm glauben sollen, hat er sich ein Wahnsinns-Märchenschloss bauen lassen, eine sogenannte Neuschwanstor. Eigentlich hätte es heißen müssen Neuschwansinsstor. Und das wollte er nur ganz für sich allein selber haben. Und dabei hat er nicht gespannt, dass das nur für seine künstliche, aufblusterte Identität ist. Zur Vervollständigung von der Geschichte hat der Ritchie schon eine Oper geschrieben, wo ein Schwan eine Hauptrolle spielt und der Protagonist was ganz besonders Geheimnisvolles sein soll, weil man seinen Namen nicht rufen darf. Also derselbige führt uns sowas wie eine verschleierte Identität vor,
Letztlich darf er aber nicht unter die Lebendigen bleiben. Den selbigen Opernschreiber hat der Thronfolger gleich engagiert. Während der Uraufführung von der Oper mit dem Schwan hat der Ricci übrigens im Schweizer Exil gelebt und in einem Hotel namens Zum Schwan logiert. Logisch. Die Oper heißt Lohengrin und aus dem Thronfolger ist der König Ludwig II. Geworden. Aber aus dem nur für sich selber ist nichts geworden. Denn heute kommen jährlich Millionen, damit das in seinem Romantic Dream rumspazieren und in seinem gesponserten Luxusfestspiel Heisel Ricci Opern anhören. Das hätte er sich auch nicht träumen lassen, wie er noch König war.